Und Tag ihr leid. Weiter geht's mit Eclipsium. Wo kommt denn die jetzt halt her? Hallo, junge Frau. Na du? Alles klar? Bei dir so? Was guckst du denn so? Du bist schon irgendwie gruselig, ja? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Aber es war irgendwie gruselig. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Eclipsium und mit einer gruseligen Frau. Super. Junge, die hat ganz bös Asthma, so wie sie sich anhört. Was war das gerade? Seltsam war das gerade, das kann ich sagen. So. Hallo? Na? Alles klar? Und geht's der Mutter? Vater? Alles in Ordnung bei dir? Was macht denn dein Asthma? Das hört sich aber nicht gut an. Warst du vielleicht mal, weiß ja nicht, beim Doktor oder so? Ich muss dann weg. War schön, aber ich muss weg. Junge, was ist denn da los? Wieso glotzt die mich so an? Ah. Okay. Hallo. Na? Hast aber schöne Guckerchen. Ist das andere Auge auch so grün, ja? Da freue ich mich. Die wunderhübsche Augen. Das ist so richtig zum drin versinken. Irgendwie so. Ja, hallo. Guten Tag. Alles in... Junge! Was will die von mir? Die ist ja gruseliger wie meine Freundin. Mann! Okay. Ja, was denn? So, weiß nicht. Komisch irgendwie. Okay. So, siehste? Weiter geht's. Hallo? Touch. Blub. So kleine. Das ist ein ziemlich hoppala. Ich wollte gerade sagen, ziemlich eng hier, oder? Wo kommt denn eigentlich hoch? Es sind auf jeden Fall lachende Hände. Das kann ich schon mal sagen. Also das stimmt mich durchaus positiv. Lachende Hände sind immer gut. So, ich glaube, hier kann ich wieder aufstehen, oder? Ja. Da ist wieder Leiter, da sind Kerzen. Und wieder die lachenden Hände. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich hier zu interagieren habe. So, wir müssen auf jeden Fall, es geht, oh weh, da ist sie wieder, oh, sie schläft, psch, ganz ruhig. Sie schläft nicht, sie hat mich gesehen. Hallo? Na? Alles klar bei dir? Ja, hallo. Weißt du? Also, Entschuldigung, ich bin ein bisschen unhöflich. Ich bin der Mann, dessen Name ich nicht weiß. Und du bist die Frau, die mich hier aufs Äußerste beaugapfelt. Ja. Sorry, guck mal, da drüben ist eine Leiter. Hast du schon mal, also so eine Leiter gesehen, weißt du? Die ist schon, macht schon was her, diese Leiter, ja? Und du so? Bist du auch schon mal eine Leiter irgendwie hochgegangen?
Und hast die Haare schön. Also wirklich, das gefällt mir. Hast du auch ein zweites Auge? Entschuldigung. Also, aber das eine Auge, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Das gefällt mir richtig gut. Das eine Auge. Ja, genau. Ja, genau. Das da. Ja, das ist also das eigentlich eher. Aber geht auch das. Das ist sehr schön. Das, genau. Ja. Das ist... Das hat schon was. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich das tun muss, was ich denke, dass ich tun muss. Nun... Also schöne grüne Augen hast du. Da könnte man drin versinken. So, weißt du? So, ungefähr so. Hallo? Jemand zu Hause? Ey, so ganz geheuer war mir das jetzt aber auch nicht. Und nein, ich habe nicht extra nur angeguckt, auch wenn es ein wunderhübsches Mädel war. Es war halt eher so, dass ich nichts anderes machen konnte. Ich konnte meinen Blick von ihren tiefen grünen Augen einfach nicht abwenden. Hä? Sind wir wieder in der Praxis? Ja. Okay, da stehen jetzt halt Kerzen auf dem Tisch. Überall hier. Oh, guck mal. Das Spielzeug. Komm, das müssen wir auch nochmal machen. Oh, hopp. Weiter geht's. Rüber mit dir. Zack. Du auch. So. Wo hängt er denn? Da. Komm. Komm. So. Und jetzt darüber. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Zack. Der geht so im Kreis, weißt du? Na, das war nix. Entschuldigung. Wo ist er denn? Der Kleine. Nee, das ist falsch rum. Ja, so rum. Okay. So rum. Ja. Es ist sehr wichtig, dass man das macht. Das ist einfach... um seinen inneren Mittelpunkt zu finden. Mach mal Licht aus. Geht nicht. Was ist mit der Musik hin? Ist gerade ausgegangen. Ja, aber was mache ich denn hier wieder? Ist hier jetzt offen vielleicht? Nee. Also hier habe ich gestartet. Wieso gehe ich denn jetzt da zurück? Okay. Alles ist... Das ist der Spiegel, den wir eben gerade von innen gesehen haben. Was ist das da? Hä? Das ist ein... Jesus. Holla. Das ist ein sehr großer Schlüssel. Okay, jetzt müssen wir natürlich auch... Jesus, ne... gucken, in welche Tür dieser sehr große Schlüssel... Huch, wo bin ich denn jetzt? Hä? In welche Tür dieser sehr große Schlüssel passt? Oh, wisst ihr, wo wir sind? Das war das Tor in der letzten Folge, wo wir nicht durchgekommen sind. Kommen wir übrigens jetzt auch nicht durch. Okay. Ich hoffe, dass diese Kirche der Schlüssel zu meinem Schlüssel ist. Das ergibt gar keinen Sinn, oder? Nicht wirklich. Wer hat denn so einen großen Schlüssel?
Ich meine, mit so einem großen musst du auch erstmal umgehen können. Der passt nicht in jedes Schlüsselloch. Ja, mit genug Öl. Und genug Schlüsselöl. Siehst du, das meine ich damit. Das ist schon ein recht großes Tor, wie ich finde. Aber trotzdem komme ich da mit meinem Riesenteil nicht weiter. Und deshalb muss ich mich weiter auf Wanderschaft begeben. Nach einem Loch, in das ich mein Riesending einführen kann. Und damit ist es ja nicht getan. Denn, was viele ja nicht wissen, es geht ja nicht nur ums Reinstecken. Ne? Das müsst ihr euch merken. Passt gut auf. Es geht nicht nur ums Reinstecken. Es geht auch noch um die Technik. Also man muss auch noch rumdrehen. Versteht ihr? Hier zum Beispiel, ne? Das da sieht mir doch sehr gut aus. Und mit einem harten Ruck werde ich jetzt dieses riesige Teil hier einführen. Bisschen die Lippen benessen und hopp, siehste, passt wie angegossen und die Technik stimmt. Seht das? Das ist das, was ich gesagt habe. Die Technik hat auch gestimmt, wie man gerade hier erkennt. Denn wenn die Technik stimmt, dann öffnet euch das noch viel mehr Toren und Türen. Aber dafür muss die Technik stimmen. Okay? So. Haben wir gerade genug belehrt über das Leben. Bin mir nicht sicher, ob ich da der richtige Lehrer für bin, aber es ist halt kein anderer da. Wie es halt so oft im Leben ist, es ist halt kein anderer da, dann mache ich es halt. Okay. Wir klettern in den Glockenturm. So. Und, ihr Leute, es kommt gleich die nächste Weisheit. Wenn man sein riesiges Teil richtig reingemacht hat, so richtig, wie wir gerade eben, und auch die richtige Technik hat, dann öffnet einem das mehr und mehr Tür und Tor, wie wir gerade gelernt haben. Und was es auch macht, es befähigt einen dazu, wenn alles stimmt, die Glocke zu läuten. Ne? Kannst du hier ordentlich die Glocken läuten. Wisst ihr? Und alles nur, wenn die Technik stimmt. Technik muss stimmen, sonst kannst du kleine Glocken läuten. So, okay, jetzt mal Spaß beiseite. Ah, es brennt. Siehst du, ihr müsst nur ordentlich Glocken läuten und dann wird's heiß. Dann geht's heiß her, sag ich euch. Okay, ich glaube, ich sollte hier weg. Aber ganz, ganz schnell. In einem alten, hölzernen Glockenturm zu sein, ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn es überall brennt. Habe ich gerade so beschlossen. Auch das eine Lehre fürs Leben. Was sagt der? Bananatus? Uah. Ich habe so ein Gefühl, ich bin hier... Wieso? Wieso? Mach die Frau ab, kann ich dir irgendwie helfen? Komm Mädel, komm. Mhm. Okay. Nutze das Brenneninstrument, um dir Licht zu verschaffen. Okay. Ja gut, ich habe eine Fackel. Das ist ja... habe ich ganz heiße Fingerlein. So. Jetzt wollte ich doch noch mein Mega-Wortspiel anbringen. So irgendwas mit... Guck mal, wie heiß es gerade in diesem Bett ist. Oder hier... wollt ihr das Bett in Flammen sehen? Oder so.
Okay. Was kann man denn mit einer brennenden Hand machen? Sich richtige Brandblasen holen. Aber mal so richtig. So, jetzt pass auf. Da wollte ich vorhin rausgehen, ging aber nicht. Kann ich da? Okay, ich komme da raus. Aber ich komme auch da rein. War ich da schon mal drinne? Nee. Was gibt's hier? Nix. Kann ich irgendwie was anzünden? So. Wir haben, warum auch immer, alles hier abgefackelt. Ich gehe einfach mal hier weiter hoch. Ich habe im Moment gerade keine Ahnung, wo ich hinzugehen habe, aber das ist ja jetzt nichts Neues. Kann ich irgendwie die Hand höher heben, dass ich mehr sehe oder so? Kann das sein, dass hier der ganze Wald brennt? Gut möglich. Ist es eine gute Idee, mit einer brennenden Hand durch den Wald zu laufen? Kommt drauf an. Auf was? Kann ich euch nicht sagen. Aber bedenkt das einfach. So. Oha. Und es wurde Tag und es wurde Nacht. Nee, es wurde Nacht und es wurde Tag. Ja, ihr wisst, was ich meine. Brennt's da schon wie? Moment, das sind keine Flammen. Das sind Schweine. Das ist ein Schlachthaus oder so. Kann das sein? Pass mal auf. Also das ist das Auge, ja? Ich muss mich hier ein bisschen umgucken. Auge. Das da ist Messer. Das da... Ah, das ist brennende Hand. Aber ich glaube, die braucht man nicht. Lösch mal bitte. Gut. Also, das ist hier... Warum? Also eben war man noch eher in so einem Art Anglerdorf oder so, was in der Richtung. Und jetzt geht's irgendwie... Das alles da oben in diese riesige Fabrik oder wie? Ja, ich gehe auch da oben in diese riesige Fabrik. Schön gelegen ist er ja. Oh! Da drüben brennt's. Die Leuchtfeuer sind aktiviert. Rohan, zu den Pferden. Waren das die Rohan, oder? Die Rohaniter. Also, es scheint da nicht zu brennen, weil sonst würden die Vögel nicht zwitschern. Also einfach, wenn der Wald brennt, dann hauen die Vögel ab, da zwitschert nichts. Die sitzen da nicht und sagen, Tirili, Tirila, komm her, ich will poppen, weil es gerade so schön warm ist. Nee, die hören dann natürlich dann auf zu zwitschern. Zwitschern Vögel nur, wenn sie poppen wollen? Wollen Vögel nur poppen? Das sind so die Fragen des Lebens. Kann ich euch nicht beantworten. Ich bin kein Vogel. So schön ist es ja schon hier. Aber gruselig. Soll ich noch mal meine Hand entzünden? Bringt das was? Also bringt das was, außer ein cooles Thumbnail? Vielleicht. Ich gehe mal da rein. Hallo! Hallo Leute, ich bin einer von euch. Guck, ich brenne. Ne, ernsthaft jetzt. Ist das eine gute Idee, hier mit brennender Hand rumzulaufen? Bin mir nicht so ganz sicher. Also jetzt geht's aber... Moment, das dreht sich da oben. Ventilator? Okay, ich muss hier wohl runter. Und daneben kann ich rein, ja. Hab ich schon verstanden. Ja gut. Ich bin
gespannt, was wir jetzt in dieser Fabrik sollen. Die Lampen leuchten alle da hoch. Kann ich da hochklettern? Nein. Ich muss mich natürlich... Aha, da ist auf jeden Fall ein Weg. Ich muss mich natürlich erstmal umgucken. Mach mal ein bisschen Licht hier. Bringt das was? Nee, nicht wirklich. Also das ist jetzt hier wirklich gerade nicht schön. So, hier gehen mehrere Treppen hoch. Aber... Oh, Moment, was ist da oben? Kisten, einfach nur Kisten. Aber... War da nicht gerade eine Tür oder so? So, also. Hier gehen 2 Treppen hoch. Sind hier irgendwo die Schweineställe? Ist das da eine Leiter? Ich bin wohl wirklich in einem Schlachthaus oder so gelandet. Geht's mal da drüben den einen Weg entlang? Einfach. Oder auch nicht. Oder auch doch. Hoppala, hoppala, hoppala. Okay. Einmal im Kreis gegangen. Jetzt Ortskenntnis verbessern nennt man das. Ich habe mich da nicht verlaufen. Ich habe gerade geguckt. Ich habe gerade meine Ortskenntnis verbessert. So. Also jetzt von allen Orten bisher ist das der unangenehmste. Wenn ich das mal so nonchalant sagen darf. Ja, weil bisher waren wir ja also gestartet in diese Holzminen-Ding. Das war ja schon... Naja, war mir nicht so ganz geheuer. Dann kam der Wald und das Dorf. Verlassenes Dorf ist immer gruselig. Da braucht man gar nicht drüber reden, das ist klar. Aber 10-mal lieber wie das hier jetzt. Dieses Fabrikzeugs. Das ist einfach nichts. Das ist einfach nichts für mich. Ja, vor allen Dingen... Ja. Muss ich da drunter jetzt durch? Die tropfen doch aber noch. Gehen weiter auf das Hauptding. Ich schätze mal, dass wir ganz oben hin müssen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Überhaupt nicht gruselig. So, wir stehen hier vor einem großen Tor. Was ist das da? Ich will es gar nicht wissen. Hier sind... Was ist? Ja, ist mir schon klar. Ich muss die wohl entzünden, ja. Okay.
sich ein Tor. Was ist da hinten? Ist das einfach nur Dampf? Das ist ein großer Kessel oder so. Ich muss mich hier ja natürlich umgucken. Wenn ich auch nicht weiß, warum. Hoch oder runter? Ich tippe einfach mal auf hoch. Oh. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee war. Ich meine, wir sind hier in einem Schlachthof. Ich meine ja nur, die werden jetzt nicht irgendwie ins Himmelreich hinauffahren. Ich muss halt abspringen, bevor ich irgendwie im Schredder land oder so. Bäh. Okay. Okay, verstanden hab. Da kann ich dann quasi so rüber. Muss ich jetzt mich hier wieder irgendwie festhalten oder reicht's, wenn ich einfach mitgehe? Nicht sicher, ob das die Gewerkschaft gerne sieht und die Arbeitssicherheit Beauftragten, was hier gerade los ist. Es geht hier nicht weiter. Warum denn nicht? Na? Ich hab Ladehemmungen. Ah. Kann ich das vielleicht zerhacken oder so? Yep. Was? Das ist doch kein normaler, weiß nicht, Häcksler oder so. Ich habe keine Ahnung, was mit Schweinen geschieht in der Metzgerei. Ich dachte, die werden halt so in den Häcksler oder so. Ist nicht irgendwo runtergefallen? Na gut.
Mir fehlen da selbst die Worte, was hier gerade, also... Hier irgendwo festhalten. Ist da vielleicht eine Leiter? Moment. Mach mal Platz da. Nee. Ja, ich komme da auch nicht nebendran vorbei, oder? Ein bisschen. Nee, ich werde immer wieder zurückgedrängt. Ich warte eigentlich. Ich dachte, da ist jetzt irgendwo vielleicht so ein Haken, wo ich mich festhalten kann. Okay. Muss ich jetzt irgendwie mir was Neues einfallen lassen.